Es geht weiter, endlich wieder heiter, zurück bei Fire Emblem Engage. Sogar mit der Sternschnuppe. Ob das kein gutes Omen ist, ich weiß nicht. Willkommen zurück, Freunde. Wir haben es mitten in der Nacht. Wie könnte es anders sein? So richtig schön. Ja, schön halt, ne? Nach der letzten Folge, war ja richtig episch, also storybedingt zumindest. Wie unser guter Kumpel hier, Michael, oder mit einem offiziellen Kanon eigentlich heißt, Allaire, wie der einfach mal gestorben ist, zurückgekehrt ist, nochmal gestorben ist und dann aber als Emblem, als sogenanntes Fire Emblem zurückgekehrt ist. Und ich habe mir offscreen ein bisschen Gedanken gemacht, wir haben sogar noch einmal Wyvernreiter, können wir gleich mal hingehen. Unseren neuen Emblemverteiler ist mir was Lustiges aufgefallen. Und zwar hier. Auch mit Michael so als eigenes Emblem da, den ich auch nicht richtig ausrüsten kann. Also auch wenn ich hier andere nehme, das geht nicht. Ich habe zum Teil irgendwie zwei Waffen dabei. Zum Beispiel sieht man jetzt gerade hier bei Alfred, dass ich aber die Drachenfaust anwenden kann. Denke mir auch so, hä? Ich meine, Michael kann nicht mal die Drachenfaust selber anwenden, weil sie im Rang her zu hoch ist. Aber hier in der Kombi geht's plötzlich. Lyration, keine Ahnung, was das für ein Schwert sein soll. Ja, von Emblem Michael, okay. Aber nur vom Emblem, sonst nicht. Ansonsten wird gesehen, habe überall die Drachenfaust. Wie gesagt, keine Ahnung warum. Ob das... Warte mal. Aha, jetzt sehe ich's. Hä? Lustiges Bandlevel. Das verändert sich ja. Das hat damit zu tun, ob ich mit derjenigen Person bereits irgendwie verbunden bin quasi. Könnte sein, wa? Bandlevel. Die einen haben es, die anderen nicht. Ja. Krass. Was ist das hier? Bandeschmied. Sind 3 Phasen, 20, ja. Aber auswählen kann ich sowieso nichts. Ich meine, das heißt ja hier, Emily Michael kann mit Bündnis plus im Kammerbündnis eingehen. Also jetzt, ich kann nur die Charaktere mit ihm im Bündnis eingehen lassen, die sind noch gar nicht mit einem anderen Emblemring ausgestattet habe. Fragen über Fragen, die wir uns in den nächsten Parts stellen werden, denn wir haben noch einige Sidequests vor uns, wo wir mit der Hauptstory weitermachen wollen, besser gesagt, weil ja, es geht auch darum, das Bandlevel noch von Charakteren wie Marv und Roy und so zu erhöhen. Und ich habe mir mal lustigerweise was überlegt hierfür, ja, auch mit den Waffen ein bisschen was Neues gemacht. Michael hatte das Kriegerschwert wieder mit Lucina, das liegt aber daran, weil Marv hat so eine Idee, aber mit Marv bin ich bereits Level 10 und weiter geht es momentan nicht. Und da ich erst seine Sidequest machen muss, deswegen aktuell mit Lucina. Louis hat aktuell Hector, weil ich die Comic nicht cool finde. Vor allem nicht warum, ich finde es einfach cool. Aber mit den Waffen hier, mit dem Wolfbeil, Runenschwert und Armat, sind alles so physische Waffen und auch keine Magie, also insofern passt es alles. Bis hier auf Runenschwert, aber je nachdem können das eventuell sogar helfen. Michael hat übrigens noch das Kriegerschwert bekommen, genau. Und wir haben ja neue Waffen noch bekommen in den letzten Folgen. Ich glaube, das ist sogar noch seit der Sidequest mit Emblem, wie ist jetzt schon wieder? Veronica, genau mit ihr. Weil seit ihrem Kampf habe ich irgendwie im E-Shop nochmal neue Items bekommen, aber so gratis. Ich denke, ja gut, nimm es einfach mal mit. Und ich muss ganz kurz gucken. Alfred hat den auch nicht ausgerüstet. Dafür habe ich Alfred mit Marv jetzt kombiniert, weil ja auch die Kombi nach so Stärke, Behendigkeit, Geschwindigkeit cool finde. Und hier hinten finde ich, ja, kann man so machen. Diamant Sieger wieder mal, aber so, bin ich sowieso kurz Level 20 und ich habe jetzt Diamant, habe ich seine Axt, die er sonst hatte, weggenommen. Dafür ein neues krasses Schwert gegeben, aus dem Grund, weil nur er hat Rang S auf dem Schwert. Das heißt, nur er kann das Schwert führen. Das will ich natürlich gerne mal ausprobieren. Dann aber die Kriegeraxt statt des Kriegerschwert. Silberklingen und Tomahawk für die größere Reichweite. Und mit Sigurd dann natürlich auch noch Lanzen zur Verfügung. Also ist schon cool. Ne, mal gucken, was das neue Schwert hier kann. Ei mit Celica ist auch eher ein bisschen aus der Not raus. Weil ich mir noch ein bisschen einbilde, dass Celica vielleicht ein bisschen mehr physisch geht. Die noch ein bisschen Schwerter und so noch dann mit höherem Bandlevel hätte. Ich glaube, dann ist die Kombi mit Ivy. Das ist ja auch ein bisschen stärker, obwohl sie relativ, also eigentlich eher Magie ausgerichtet ist. Glaube ich, könnte das trotzdem noch ganz gut funktionieren. Citri mit Soren. Hat schon ein paar Mal die Kombi klappt, würde ich mal behaupten. Aber auch hier mit physischen Schaden plus 10 und so. Ich meine, sie macht eh schon verdammt viel Damage. Nachher noch mehr.
Junaka mit Byleth, das ist speziell. Ich wollte ursprünglich Junaka mal mit Lyn kombinieren. Mit Bushiroad aufgrund der Tatsache mit dem Bogen. Tatsächlich. Und denke, Junaka mit Bogen, das könnte reinhauen. Habe ich jetzt für Byleth momentan entschieden. Warum? Also erstmal hat sie hier eine neue Waffe. Da ist auch so, weil sie halt Rang S durchführen kann. Deswegen hat sie jetzt die Waffe hier noch. Der Grund mit Byleth ist derjenige wegen den Waffen. Byleth hat ja am Anfang immer eine von diesen Waffen, ja, je nachdem wer Byleth trägt, zum Beispiel Citrin, wird er mit Byleth eine andere Waffe kriegen. Aber die anderen Waffen, da heißt die Vaira, Musti und das Schwert des Schöpfers, die bleiben. Die sind offenbar immer fix. Und ich denke mir, Junaka mit Byleth mit der Kombi, ja, also quasi Lanze plus Fäuste plus noch ein Schwert. Natürlich eine Axt auch cool. Aber generell so mit dem Schwert finde ich eigentlich ziemlich stark bei ihr. Dann hat sie dann noch hier mit den Tanzergöttin und der Unterricht, wo ich mir denke, ja, das könnte ganz cool werden. Wie gesagt, erst geht es mal darum, die nächsten Sidequests ein bisschen die anderen Bandlevel zu erhöhen, oder das Maximum rauszuholen natürlich und vor allem zu trainieren grundsätzlich. Und ein bisschen ausprobieren und so. Das klappen könnte. Chloe mit Lyn. Dachte mir, Chloe mit Bogen könnte echt geil sein. Was ich hier ein bisschen Angst habe, ist mit der Stärke. Da die bei Chloe ja nicht so krass steigt. Bei Junaka ja, ist sie nur ein bisschen erhöht. Natürlich Bushiroad ein bisschen anderer Fall. Aber grundsätzlich setzt du den Bogen ja eh nur gegen Fliegeneinheiten ein, hast eh einen Bonus drauf. Also können wir vielleicht sogar sparen. Wir gucken mal. Genau, im Flieger-Doppelgänger besitzen, Aussagen plus 10. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Wir gucken mal. Timira Ike. Warte mal, bei den Waffen. Was vergessen hier? Nee, bei Chloe ist alles noch so. Ja, das stimmt alles noch. Timira hat eine neue Lanze, weil sie hat ja Rang S Lanze, also somit kann sie auch diese mächtige Waffe führen. Plus natürlich Kriegerlanze, weil es auch eher noch ein bisschen langsamer ist, dann kann sie eher doppeln. Stahlgroßlanze, kann man nochmal durch was anderes ersetzen. Wir gucken mal. Aber ansonsten, also ich bin der Meinung, es gibt kein besseres Emblem für sie als Ike. Man darf mich da gerne korrigieren, aber ich habe einfach das Gefühl, Ike ist aufgrund seiner Werte im Körper, Verteidigung, Stärke, seinen anderen Fähigkeiten eigentlich perfekt für Timira. Eigentlich, Wir gucken mal. Hortensia mit Micaiah aktuell. Das liegt auch eher ein bisschen aus der Note raus und dachte, ich brauche noch eine magische Einheit dafür. Und ich will mal gucken, ob durch ihre Fähigkeit, also durch Micaiahs Fähigkeit mit Weitung, weil die Reichweite des Stabs um 5 erhöhen kann, plus die Bereich um 1, und Hortensias eigene Fähigkeit um 1 erhöhen kann, ob er dann irgendeine Pflege quasi um, keine Ahnung, 11 Felder oder so nutzen könnte. Warte mal. 5, 1, 6. 6 plus 1 hier 7. Also mit so Pflege eigentlich um 7 Felder nutzen können. Das sind so Dinge, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Bushiroad mit Leaf. Aufgrund des Waffendreiecks tatsächlich. Damit ich da mit höherem Bandlevel auch mehr nutzen kann davon. Ansonsten Bushiroad hier mit Andung diesmal. Er hat das von Diamant übernommen. Da er sie ja tragen kann. Ich brauchte kein S-Level. Kriegeraxt auch, weil wer sonst soll sie bekommen. Und jo. Gerade mit Erika, genau. Er hatte ursprünglich mit Micaiah wieder drauf, aber er hatte schon ein hohes Level mit ihr. Und deswegen dachte ich mir, tausch mal. Und guck, ob er mit Erika auch so gut handhaben kann quasi. Auch hier mit der Zwillingsschlag. Da du also eine berietene Einheit ist, würde Ephraim sogar noch 50% mehr Schaden zufügen. Also auch sehr krass. Das Schwert von... Genau, da war ja irgendwie auch so ein Brunnen drin, glaube ich. Oder es kam von Veronica. Oder über das DLC halt. Ja. Mein Waffenlevel D kann man nutzen, finde ich. Und da Schwerter bis Rang B nutzen kann, ansonsten nur den Donnerschwert hätte. Wie gesagt, mal gucken. Movir, aber jetzt mal mit Edelgard ausgerüstet. Wenn man noch hier eine andere Waffe, eine andere Lanze geben, genau. Mein Edelgard ist immer cool. Es geht ja auch ein bisschen darum, jetzt ein bisschen zu ausprobieren, oder wie Movir tickt. Und ganz ehrlich, den Edelgard Armreifen kann es jedem physische Einheit geben. Das ist ganz logisch. Ich glaube,
Mit Haus-Kombo. Das könnte funktionieren. Das könnte ganz geil werden. Wählen mit Veronica. Ich habe mir überlegt, ob ich mit Cole machen soll. Ja, machen wir auch noch, aber ich will mal gucken, ob ich in der Kombi hier mit Hell beschwören. Durch Kontrakt, aber ich halt dadurch, dass ein Drache ist, wesentlich mehr rausholen kann aus ihren Fähigkeiten. Ansonsten Gnadengeber, den sie eh schon hat, der ist nur für sie. Silberdollar ganz normal. Ja. Also vor allem die Unique-Items nur für sie 2 und dann noch 2 normale. Können funktionieren, wir gucken mal. Wir gucken mal, Freunde. So, jetzt ist natürlich so, wir können ein bisschen schmieden gehen, etc. etc. Jetzt haben wir relativ viel gequatscht. Das heißt, da sparen wir uns noch für ein anderes Mal auf tatsächlich. Weil eben, ich will erstmal ein bisschen ausprobieren. Weil sonst höre ich in Bundle, was nachher gar nicht mehr vonnöten ist. Stattdessen würde ich gerne ein bisschen Wyvern reitern, weil das soll ja auch noch ein bisschen was bringen. Warte mal, habe ich da was reingeworfen das letzte Mal? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, okay. Zu der Mondwelt. Ja, wenn machen wir das in einer separaten Staffel, Freunde. Aber sicher nicht mehr in diesem Let's Play. Tatsächlich. Dankeschön, Wyvernreitern. Wir gucken mal, was mit Expert, was da so abgeht. Und danach müssen wir noch ein paar Gespräche führen, wa? Da sparen wir uns die, weil es eh noch Sidequests sind. So, kann es überhaupt noch? Ich glaube nicht, ne? Die Scheißsteuerung kann man nicht irgendwie zurückstellen? Das geht nicht, wa? Doch. Bewegungssteuerung geht schon. Aber dann habe ich es lieber bei einem Spiel, wo ich generell mit Bewegungssteuerung hantieren muss. Das muss ich hier bei Fire Emblem Engage eigentlich nicht. Das kommt mir auch wieder vorne. Feuer frei! Egal ob ich treffe oder nicht, einfach Feuer frei! Kann sein, dass Somi besser trifft als ich. Das wäre ja beschämend. Wohl. Kann man irgendwie auch ein bisschen stolz sein, wa? Ja, da war's schon. Dann kann warten, bis die glaube wechseln, wa? Okay, tun sie nicht, wechseln aber gerade das ganze Konstrukt. Schade, manchmal wechseln die, manchmal auch nicht. Das ist ein bisschen... Wow, okay. Bisschen unvorhersehbar. Alter, immer schlecht. So ein bisschen witzlos, weil, haben wir schon oft überlegt. Aber so als Kino, so hast du oft mal so Szenen und Szenarien, und du überlegst, hey, wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das am besten? Und man denke, ja, geil, irgendwie fliegen. Finde ich persönlich eigentlich die geilste Superkraft von allen. Also für mich persönlich jetzt halt. Aber ich glaube, ich würde die ganze, wenn ich so fliegen würde oder so fliegen müsste, würde ich die ganze nur mich übergeben müssen. Ich denke, ui, mein Magen das durchhalten würde. Ich weiß nicht. Trotzdem A++, obwohl ich am Anfang ein bisschen was verpasst habe und so. Also Wyvern-Reiten ist schon... Ja, cool. Es hat so relativ viele Bandfragmente gegeben, krass. Hätte ich nicht erwartet. Warte mal, muss ich jetzt irgendwie hier noch was machen? Fähigkeit? Nee. Doch, warte mal. Jetzt sind so ein paar von uns Kanten noch fehlen. Guck, bei dir haben wir gerade was anderes.
Nee. Hä? Anfang gegeben? Die Sternkugeln noch nicht allen, wa? Wobei, da haben wir zum Teil noch ein paar Punkte jetzt wieder. Die 11 Punkte und ich habe geguckt, ich habe noch ein Item, aber da ist eins bei jeweils wohl ein Thema, wa? Nee, Dinge kostet 1500, genau, die Sternekugel, die ist teuer. Ich hatte so ein Item, um das zu erhöhen, aber es ist nur eins für 100, also das würde sich nicht lohnen. Leider. Unterstützung, ah ja, das war der Quatsch, wo ich mir damals dachte, ja, Michael macht das schon. Jetzt denke ich mir einfach nur so, vergangenes Michael war ein Arschloch. Naja. Freunde, es bringt nichts zu Dingen los. Lustigerweise hier auch mit den Damen. Haben noch gar keine mit Rang A. Das irritiert mich ein bisschen. Ja, gucken mal, wa? Viel Spaß! ルイ、こんにちは。神竜様。女の子たちの会話を眺めている最中ですか？邪魔ならすぐに立ち去りますね。大丈夫ですよ。今は家族のことを思い出していたのです。故郷に残した3人の弟たちのことを。弟ということは、ルイはお兄さんなのですね。はい、4人兄弟の長男です。そうですか。長男は何かと大変ですよね。確かに大変だったかもしれません。母親が早くに亡くなったので、弟たちの面倒は僕が見ていましたから。でもみんな可愛い弟です。大変でしたが、なんとか乗り切れましたよ。その時のお世話の経験が騎士の仕事にも生かされていたりするのかもしれませんね。確かにおかげで簡単なことでは動じなくなりました。ですがそれで言うと、僕の趣味もその環境が影響しているのかも。趣味？どこを向いても男ばかりの環境で育ったので、女の子の集まりを見るのが好きなのかもしれません。そうですね。もしかしてルイの弟たちも同じような趣味をお持ちなのですか？弟たちはそんな素振り一切ありませんね。ならばルイの趣味は育った環境とは関係ないのでは。謎が深まりましたね。Immer wieder höchst faszinierend. Schwertfertigkeit. Oh! Das Bandlevel steigt dadurch auch. Krass. Also so krass meine vor allem. クロエさん、今日も素敵な方たちを観察しに行きましょう。ええ、ルイ。素敵な出会いがありますように。そうだ。よろしければこれをどうぞ。これは魚の干物？こんな色の干物は見たことないわ。青と緑と黄色が鮮やかに混ざっていて、一見食べ物とは思えないわね。あまり市場には出回らない珍しいものだそうです。クロエさんは珍味お好きですよね。観察中に小腹が減った時にでもと思って。ありがとう、ルイ。こんなに美味しそうなものをいただけるなんて嬉しいわ。でも私が珍味好きだって話していた？今までどれだけクロエさんを観察したとお思いですか？今の僕はちょっとしたクロエさん博士ですよ。やっぱりルイは変わっているわね。でも私も人のことは言えないかな。どういうことですか？はい、干しぶどうをどうぞ。お口に合うといいけど。ありがとうございます、クロエさん。僕ぶどうが大好物なんです。知っているわ。私もよくルイを観察してたから。クロエさんが僕をですか？あなたが私を見ていたように、私もあなたをよく観察していたの。だってルイは誰と一緒でも絵になる人だから、本当におとぎ話の中から抜け出してきたみたいよ。つまり僕たちはお互いに観察し合っていたと。そしてお互いのことにとても詳しくなった。不思議な仲の深め方をしたわね。本当ですね。直接の交流よりも。いいじゃない。確かに。それじゃあ。ええ。Alter.
Oh, ist ein Teil so mühsam und dauert so ewig lange. Wir haben noch so viel. Also wirklich viel. Ivy Hortensia, gut, das mit Hortensia könnte noch spannend werden. Timira, ich überlege gerade, welche ich irgendwie zuerst noch mache oder irgendwie kombiniere. Also kombinieren ist im Prinzip schwierig, aber welche zuerst abarbeite. Ja, machen wir Ivy, komm. ねえお姉様どうしたのオルテンシア。私もいつかはお母様みたいになれるかな。可愛さではもう勝ってるかもだけど。いいえオルテンシア、あなたは7歳の頃にお母様を亡くしたわね。うん。けれど母親という後ろ盾を失っても汚い思惑がはびこる城内で子供でもあなたはそれを可能にした。私自身の力？お母様譲りの愛嬌と忍耐強さで年頃になってからは私と同じ学園に通い、全部あなた自身の力で。もう分かったでしょ。いつかはお母様みたいになれるかな。すでになっているわ。魅力ある女性に。まさかお姉様にそんな評価をもらえるなんてありがとう。お礼を言うのは私の幼少時からあなたたちの姿に。ありがとうオルテンシア。お姉様、私お姉様の評価に恥じない王女でいるわ。お姉様と離れ離れになった時、お父様もいなくなって、私一人ぼっちになっちゃうかと思ったのよ。一人にしてごめんなさい。これからはずっと私がいるから。約束よ。もう絶対に離れないんだから。ええ、私たちはもう離れない。約束するわ。あなたが私の妹で本当に幸せよ。私もよ。Ach ja, wahre Geschwisterliebe, wa? Und Timera. アイビー王女、野宿って楽しいでしょ。ミスティラ王女、観察眼はいまいちのようね。見なさい、今の私のこの姿を。他国の王女の前だというのに体がずっとガタガタと震えているのよ。どう見ても楽しい状態ではないわ。寒いの？もっと火をくべようか。寒くて震えてるわけではないわ。怖くて震えているのよ。あ、野生動物のことなら心配しないで。罠だって仕掛けてあるし、火を怖がって近づかないから。お化け、さっきあっちの方からすすり泣きのような声が聞こえて。お化け、お化けがいるかもしれないの。えっ、急に大きな声を出さないで。ごめんなさい。でも歌うと怖くなくなるよ。お化け。そうそう、その調子。でもお化けが苦手なんて意外だったな。それは忘れて。もう二度と野宿はごめんよ。Die arme Ivy kann ein bisschen leid tun. モーブ、これはアイビー殿。少し話をしたいと思った。あなたと私は似た境遇だから。似た境遇。俺もアイビー殿も元は敵として仲間の前に立っていた。ええ、モーブ、ここは新たな居場所となったかしら。どうでしょうね。俺を受け入れてくれる人も多いですが、そうではない人もいるでしょうし、俺がいくらこの場所に居心地の良さを感じたとしても、それは俺の独りよがりに過ぎませんから。そうですが、俺はここを離れる気はありません。皆に受け入れてもらうためなら、皆に認められて。あなたの考え、少なくとも私は同じ境遇、
同じ悩みを持った者として。ありがとうございますアイビー殿。 Es ist schon interessant. Manche Gespräche denkst du so, ja, die sind wirklich interessant. Klingt so doof, aber ist eigentlich so. Auch jetzt so von der Story her. Dass du wirklich merkst, ja, die haben ja auch ähnliche Erfahrungen. Die haben vielleicht sogar eine gemeinsame Geschichte, dass nicht einfach so plumpe Gespräche sind. Aber es gibt eben auch die eher plumpen Gespräche, wo du dich fragst, okay, warum jetzt? Kurz mal gucken, also Panette und Junaka haben noch Gespräche, die ich eigentlich skippen kann, weil es bringt eigentlich nichts mit Fram und Panette. Das Panette darf er sowieso nicht mehr spielen, wenn man gestorben ist. Und mit Fram, die haben wir jetzt für ein anderes Team entschieden. Und da ist mit denen zu sprechen, die sowieso nicht mehr einsetzt, ist irgendwie, ja, eben hat das irgendwie keine richtige Verbundenheit mehr, sag ich jetzt mal. Das heißt Hortensia Fogada, also die beiden, ein Gespräch, 2, 3, 4. Dann war's. Also 4 Gespräche insgesamt noch, wobei eigentlich nur 2 davon interessant sind. Perfekt. Wir können uns ein anderes Mal aufsparen. Ansonsten inventarmäßig, ich könnte natürlich hier und da, wenn ich noch ein bisschen Kohle habe, auch noch ein bisschen aufstocken. Also sprich noch ein bisschen speeden. Will ich aber momentan tatsächlich nicht machen, weil ich erst ein bisschen gucken will. Wie jetzt hier die Welle gekommen ist und so, wie das funktioniert. Ob er da vielleicht sogar einen Fehler gemacht haben, wenn er was umstellen muss. Also wird sicher nicht alles perfekt laufen, das ist mir klar. Aber es geht jetzt erst einmal, vor allem die Sidequests sind dafür, finde ich, sehr gut, um das ein bisschen zu, ja, genauer zu testen, weil analysieren ist schon noch gut, aber wirklich testen, wirklich die Erfahrung damit machen, finde ich, geht in einem sogenannten Feldtest eigentlich noch am besten. Haben wir noch irgendwie keine neue Folge, haben letzte Folge gemacht war. Okay, gut. Und mal sagen, Freunde, wir legen los, wir brechen auf. Göttliche Kapitel müssen wir nicht mehr machen, alle haben gemacht, perfekt. Uns fehlen sicher noch 4 Sidequests, wa? Weil, ja, 4 Embleme noch. Roy, Micaiah, Celica und Marv. Hä? Nebenquest Garten der Erinnerung. Oh, den Pakt vor Schloss Lythos Engel wird ein mysteriöser Ring aufbewahrt. Geht es um die Quest mit Marv? Also hier ist die Hauptstory, okay, mit dem Ziel, ja, gut, macht Sinn, ja, das sind ja andere Muster jetzt mal. Mal hier durchgehen, dann sehe ich es ein bisschen. Also das sind die ganzen Sidequests, die wir bereits gemacht haben. Nord von Emblem Micaiah und Schauplatz der Prüfung von Würmgott, genauso, da wäre die Quest von Micaiah. Emblem Roy und Schauplatz der Prüfung für den Würmgott, ich glaube, ich würde zuerst mal Roy machen. Und Celica noch. Da ist für Marv, wer das Schloss. Gar eine Erinnerung, wir müssen das noch. Warte mal, wenn das Marv ist, Celica, Roy, Micaiah. Wem soll denn das hier sein? Hä, wir haben doch sonst alle Embleme, bin ich jetzt doof. Egal. Sehen wir noch. Roy. Der gute alte Roy. Emblem Roy, besser gesagt, ne? Ich bin sehr gespannt auf, was der so auf höheren Leveln so drauf hat. Der junge Löwe. 見慣れない場所に出ましたね。一体どこ？ここは。いや、そんなはずはないか。この場所を知っているんですか？僕の思い過ごしかもしれない。ただ似ていると思ったんだ。かつて僕が戦った場所にね。ロイが生きた世界の話ですか？よかったら聞かせてください。ああ。昔僕はここに似た場所でベルンという大国の軍と戦ったんだ。その時の敵将マードックは本当に強かった。彼の戦譜であるトマホークの一撃、その強さ、重さは僕の記憶にしっかりと刻まれている。想像を絶する過酷な戦いだったんだ。でもそんな辛い戦いも懐かしいと思わずにはいられない。ロイにとっては大切な思い出なんですね。うん。なんだか胸に熱いものがこみ上げてくる。頼みがあるんだ。ここで僕と戦ってほしい。ロイとですか？これはきっと君に用意された試練なんだ。
その相手はマードックではなくて僕というわけさ。見事僕を打ち破ってくれ。そうすれば君ともっと深い絆を結ぶことができる。そしてより大きな力を君に貸すことができる。お願いできるかい？わかりました。あなたと戦います。きっと打ち勝ってみせますよ。Ich wollte gerade sagen, als ob ich eine Wahl hätte und einfach sagen könnte, nö, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Was irgendwie zwar mal cool wäre, wa? Also, gegen Roy und seine Armee. Ich bin gespannt, wie viele Charaktere wir mitnehmen können. Alle werden es vermutlich nicht sein. Also die, glaube ich, 14, die wir aktuell haben, wa? Emblem Michael, oh, jetzt kommt es drauf an. Michael muss mit keiner Einheit synchronisiert sein, um mit im Kampfbündnis Plus für Bannern zu nutzen. Synchrofähigkeit, Bandschmiede, Treffer. Okay, das hatten wir schon gesehen. Minus für die Bündnisleiste. Mhm. Bündnisangriff, Drachenschlag. Fügt mit Schwert und Magie selbst Gegner mit hoher Verteidigungsresistenz erheblichen Schaden zu. Oh. Also so Emblem Michael ist der coolste von allen, war. Was? Der Bandlevel von Emblem Michael ist ein Unterstützungslevel, schon die Banderfahrung des Verbündeten geknüpft. Daher haben wir gesehen, ja. Das plötzlich Level 10 und Level 15 oder so war. Kein Unterstützungslevel, er gibt Band Level 1, C ergibt Band Level 5, B ergibt Band Level 10 und A ergibt Band Level 20. Na dann. Mitnehmen dürfen wir. 12, gar nicht mal so schlecht. Ja, aber ich will natürlich vor allem Vale und Movia testen, das heißt 2 von denen werden jetzt mal zurückbleiben. Ich würde sagen, wir nehmen mal Louis raus. Vor allem da ich sonst so mit Lanzen und so doch relativ gut unterwegs bin. Ist zwar irgendwie doof, wenn ich jetzt gerade beide Tanks rausnehme. Das können wir noch irgendwie den Arsch aufreißen. Dann würde ich glaube ich mal sagen, ich nehme... Alfred hat auch schon relativ hohes. Gut, ich meine, wir sind beide am gleichen Level von dem her. Timira, Ike, ja, sind ja auch keine besonders neue Kombi. Mougeron Lune wäre auch eine Idee. Ja, komm, dann, wir nehmen dann raus. Timira Ike, schon ein paar Mal gesehen haben. Ja, komm. Packen wir Movia und Vale rein. So, wenn wir sagen, let's go! 君ならこの戦場をどう攻略するのかな。 Will ich mich auch. Sieg, Niederlage. Okay. Dann mal gucken. Wir sind das jetzt generell so mit Michael und Bündnis eingehen, ne? Ich will das von mir auslösen. Bündnis Plus jetzt. Michael geht ein Bündnis mit den Verbündeten ein und Michael erhält ebenfalls einen Bündnisstatus. Ja, wir sind ja einfach doppelt hier. Eines Bündnis eingehen, ich kann mit anderen Bündnis eingehen. Ne? Bündnis Plus, eines Bündnis, ist natürlich alles krass. Das ist doch alles krass. So, also mal ein bisschen angucken, haben die irgendwas Spezielles dabei? Sieht nicht so aus, oder? Ah, immer so ein scheiß Drache. Dann ein bisschen Kohle. Das Binding Blade, natürlich, oh, natürlich. So, Meteor ist gefährlich. Da ist ein Drache. Die passende Waffe kann man den natürlich auch platt machen. Oder auch so, mal gucken. Bogentypen. Und 2 Magier. Den Häusern selbst muss ich nicht gehen, ne? Das ist egal. Also, was heißt die Häuser? Hat eh nur 1. Gut, also. Haben wir unten mal ein paar Magier. Wir werden natürlich gleich mal abfangen. Wo haben wir unsere Mages? Citrin Soren. Kann jetzt schon Bündnis eingehen, können wir die erstmal abfangen.
Hortensia vernünftiger wäre. Ich meine, wenn jemand hier Magie bis zum Geht oder vor allem Resistenz bis zum Geht nicht mehr hat, dann sie. Wie sieht das jetzt hier aus? Mit Feldern von 8. Eben, da müsste ich ja jetzt. Ja gut, bin noch nicht synchronisiert. Das heißt, ich, also, ja doch. Natürlich erstmal nur meine eigenen. Meine eigene Reichweite. Also Erhöhung von 1. Okay. Silbax, plus dann noch ein paar Magier, aber vor allem die physischen Truppen. Mit Äxten. Diamant Sigurd. Ich will mal gucken, was ihr zwei so drauf habt. Da holt einfach ein paar viele auf mich zu. Sonst sind es fast zu wenige. Ja, doch, will mal gucken, was die so machen, ne? So kriegen wir jetzt auch was. Ich will erstmal die Waffe hier checken. Natürlich auch wichtig ist, Movia Edelgard. Setze ich euch jetzt gegen die ein? Mache ich nicht, weil sie nicht so schnell. Wenn ich euch natürlich hier drüber schicke, muss derjenige, der Beile dabei hat, auch in die Richtung. Wegen der doppelten Freehouse-Kombi. Dann gehen Bougerolin nach unten. Citrin Soren ebenfalls. Ja, gut, doch. Hat er Erika ebenfalls. Chloe Lin sehe ich jetzt. Ja, du kannst sogar eigentlich. Das sind Fliegende, die kann natürlich auch hier drüber schicken. Wähle Veronica. Ich mal hier hin, weil hier habe ich mit den ganzen Magien relativ viel zu tun, denke ich. Michael Lucino, den halt Bündnis Plus Kombi. Wir werden es gleich sehen. Sehr aufschlussreich. Die Waffe steht ihm. Ja, ich glaube, er war das im Alleingang. Verstärkung also, wa? Dann würde ich doch mal sagen, Freunde, es wird Zeit für Bündnis Plus mit W. Wenn wir gucken, das funktioniert, dann machen wir mit Movia. Und dann halt die eher physisch oder magisch stark ist, wir werden sehen. Was? Nicht Engage? Emblem Michael. Hä? Okay, krass. Dass trotzdem selber noch angreifen kann. Dann bringt so nicht viel, ne? Schade. Nimmerfehl. Das sind doch mal schöne Werte, aber für einen Gegner wäre es ein bisschen übertrieben. Junaka Beilev, ich meine. Mit Donnerschwert, mit Silberdolch, mit Donnerschwert, komm. Machen wir das mal im Bruch, das ist auch mal schön.
Ach, vielleicht hier erst mal mit Veronica, wa? Weil wir mal gucken, wie dann ihre Fähigkeit aussieht, wenn ich ihn überhaupt rufe, vor allem. Ja, noch ganz interessant. Rot, Blau, Grün, farblos. Ich nehme mal. Also meine Vermutung stimmt. Weil die Rede bei ihr davon ist, es ist zwar Zufallsprinzip, aber trotzdem rufe ich ja bei meinem Drachenstatus ja eine machtvolle Einheit hinauf. Den haben wir gerade aktuell nicht dabei. Mach mal grün. Weil könnte sein, dass jetzt eines der Embleme kommt. Also vielleicht Camilla. Es ist Ike! Ich habe einfach ein fucking Emblem gerufen. Weil man aufs dachte, ja, warum nicht? Ja gut, er hat... Ja gut, ich habe jetzt Ike eigentlich eher nicht eine Axt gedacht, sondern... Ja, Ravel halt, also so ein Schwert, aber okay. Geht auch so. Dann kann ich aber tatsächlich mit der Kombi aus Vale und Veronica kann ich tatsächlich, obwohl es krass klingt, Embleme rufen. Also klingt vor allem übermäßig. Also das ist ja wohl, boah. Krasses Ding, Junge. Warte mal. Wo ist denn eigentlich gerade? Wo ist sie denn? Ah, hier. Engage. Ja, okay, klappt auch so. Und nur den Astralsturm kann ich auch so direkt killen. So geht's sogar besser. Also Chloe Lyn könnte auch klappen. Sieht man hübsch aus. Also stylish-mäßig hat's was. Schnell ist natürlich auch wie Sau. Junge. So, zwei hier unten. Ich habe noch Boucheron. Weil ich überlege gerade, wenn ich wie jetzt den da unten kriegen soll. Vielleicht euch zwei. Ja. Weiß nicht. Weiß nicht. Michael Osina, Movia, Dimitri. Das kriege ich sogar so hin, ne? Mit 4%, Freunde. 4%. So, wir bleiben mal hier. Wir gehen hier hoch. Hab hier eher mal ein bisschen versteckt, aber gar mit den Truppen kann ich schon nach oben gehen. Das soll funktionieren. So, haben wir noch zwei Magier hier unten. Das ist aber nicht so das Problem tatsächlich. Die Trefferquote ein bisschen verwundert hat. So, in den Wald hinein. Fogado Erika. Fogado ist ja eigentlich auch eine neue Waffe. Fulgwang. Entschuldigung, Froschenhals. Das Schwert steht ihm auch. Krass. So, Flieger. Ich glaube, ich würde euch beide eher nach oben schicken tatsächlich.
Weil ich jetzt weiß, dass da noch alles rüberkommt. Noch schnell Hilfe Mint. 許さなくていいよ。 Okay, ist jetzt auch nichts, was wir nicht irgendwie schon mal hatten. Ich glaube doch erstmal wieder die Magie unlocken, ne? Mit Bulganone, Bolognese wäre mir zwar lieber gewesen, aber egal. Bulganone, Bolognese, Vale Veronica. Stimmt, eventuell hat eine Option. Eigentlich noch da. Ja, bleibt da eigentlich. Also natürlich, solange ich synchronisiert bin, logisch. Gut. Mach's mal so. Im Bündnis warte ich mal noch ab. Hier könnte man nach vorne. Kontrakt. Oh, ganz vergessen, was der macht schon wieder. Egal. Ja, warum nicht, wa? エンブレムエタニティ Ich bin so ein Emblem. Warte mal, jetzt habe ich auch neue Waffen, wa? Duration, aber eben auch die Drachenfaust. Also kann sie wohl selber agieren, aber sie kann auch agieren. Das ist irgendwie alles ein bisschen creepy, Freunde. Ich glaube auch sogar ein bisschen imbar. Aber egal, das ist ein Thema für sich. So, vor allem die Scharfschützen, ne? Die gehen mir zwar ein bisschen auf den Keks, aber was willst du machen? Anloggen muss er sowieso, das heißt, wenn natürlich jemand ein bisschen Speed drauf hat. Und dann doch eher hier. Das nur mal initiieren, ne? Nein, Moment. Ich wollte schon hier hin. Okay. Ja, weil da kommen die schon wieder. Die sollen noch ein bisschen auf uns warten. Falls sie aber doch kommen, wäre ich ready. Mal hier in Lauerstellung. Zum Haus selber kommen wir zwar nicht hin, aber ich kann ja trotzdem hier schon mal ein bisschen angreifen. Oder auch nicht. Kann ich vielleicht da unten irgendwie schon angreifen? Kann man schon so weit? Oh doch. Ja, das klappt ja. Und tschüss. Eben mal mit Astralsturm, klar, du kannst auch irgendwie Magier und so angreifen, weiter Entfernung. Aber ich käme nie auf die Idee, irgendwie einen gepanzerten Einheit anzugreifen. Deswegen, ich glaube, den Wechsel von Bushiroad zu Lyn, von Bushiroad zu Chloe mit Lyn, der kann funktionieren tatsächlich. Natürlich auch ein Stück weit gewagt, das gebe ich zu. Aber wenn ich nicht wage, dann ich gewinne, nicht wahr? So, Trefferquote sieht auch ein bisschen scheiße aus, aber egal. Ja, die scheiß Reichweite mit Soren, die ist halt so imbar. Man kann sogar jetzt hier sagen, hey, ich gehe kurz zu euch hin, sag Hallo und hau wieder ab. Denn ich habe den Kanto, nicht zu vergessen. So. Hier ist alles ready. Also bisher macht mir jetzt Roy nicht wirklich so einen bedrohlichen Eindruck. Weil die Folge schon wieder vorbei ist. Ich war noch ganz kurz den hier ab. Oh, wie sauer. Dass die Magier immer so wenig KP haben, wa? Gleichfalls. Auf den Schaden zurückgedroppt. Wenn es das halt noch heilen könnte, das wäre natürlich praktisch.
Okay, Freunde, wenn wir sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part machen wir hier oben mal richtig Randale. Sowohl mit Vale und Veronica, mal gucken, was die im Nahkampf drauf haben. Mit Ike natürlich auch, obwohl ich zwar Erfahrungspunkte verliere, aber scheiß drauf. Diamant Sigor kennen wir bereits. Ich würde gerne auch die kommen noch versuchen hier. Also mit Emblem Michael, logischerweise. Movia. Mit ihnen einer Kombi vom Freehouse Armreif. Und hier unten, ja, ich glaube, das wird noch spannend. Weil ich jetzt durch den Doppelgängerbonus ein bisschen verpasst habe. Man kann hier mit Citrin Soul in den Nahkampf gehen und Kataklysmus einsetzen und dann noch spaßig. Da hier, um Kabel zu regenerieren. Warum nicht? Bougereau Lyn, vielleicht auch noch. Leaf, Entschuldigung, nicht Lyn, sondern Leaf. Und ja, dann langsam sicher vorpreschen. Vielleicht sogar schon Royn Kopf kürzer machen. Wir werden sehen. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.